Gestern hat Präsidentin von den jungen Handwerker als WT von einer Radiosendung auf eine ganze Reihe Missstände reelle Probleme aufmerksam gemacht, die am Kader von der Covid-Krise bei den Antibandaren anzutreffen sind. Es geht häufig an alle um die einzelnen Hilfsmaßnahmen, die die Regierung den Antibandaren versprochen hat. Das sind laut den Aussagen von der Präsidentin von den jungen Handwerker nämlich nicht gestaffelt. Und da sind wir ein Plafond festgelegt. Als noch nicht mehr 1 Euro über den Plafond, da kriegt ein Antibandar 0 Euro. Bei der Relance haben wir denselben Fall, wenn ein Betrieb 25% mehr Rezetten hat, wie Jofi dran, kriegt eine Hilfe, hat aber just 24%, da kriegt er 0 Euro. Auch hier ist froh, dass sei keine Staffelung vorgesehen, so wie die junge Präsidentin von Jungen Handwerk das fordert, und wir können aus diesen Sachen, diesen Forderungen nicht mehr anschließen. Ein weiterer kritischer Punkt ist Bürokratie, mit der die Antibandaren konfrontiert sind. Muss ich wissen, dass nicht alle Antibandaren oder ob ein Fiduciär oder ein Kontabel kann zurückgreifen, was ja mit massiven Kosten verbunden ist. Viele Antibandaren sind überfordert, sich die ganz komplexen Reglemente durchzuwollen. Dafür ist mein froh den Herrn Minister, wenn ihr seine Hölle vorgesehen, für die Antibandaren bei den meisten von den bürokratischen Aufwand an der Tat zu greifen. Durch den bürokratischen Aufwand kommen viele Antibandaren gerne an den Genuss von denen Hilfen, die ihnen eigentlich zustehen. Ein Weg davor, die sich stellt, als da können die beim ersten Hilfspack für die Antibandaren festgestellt dürfen, vielleicht dürfen die nicht behöven, schwingen durch sie bestimmt relevante Gemerken, wo die einzelnen Probleme liegen, und das hätte ich können vereinfachen an dieser zweiten Phase. So, ich merci für die Aufmerksamkeit und ich so dem Herrn Minister, merci für die Antwort. Merci vielmals, Herr Engelen. Den Herr Minister für Mittelstand, den Herr Lex Dallas Redwood. Ihm stehen 20 Minuten zu, für auf die Feierfrohen zu antworten. Merci vielmals alle guten den Frohen, die gestaltet sind. Ich meine, das ist ein ganz wichtiges Thema, als für Heinke der Punkt, über die verschiedenen Demanden zu machen. Zum Lust mich zu fangen, aber dem Herrn Klemmer natürlich noch all gut für seinen Geburtstag wünschen, auch felicitieren für das auf seinen Geburtstag so interessante Frohen stellt. Ich meine, das ist schon mehr wie ein Kado. Herr Engel, du hast gefragt, wie viel Eden ausbezahlt gesehen. Du hast so, und ich denke, durch die Rille, wir können aber ganz gerne sprechen, Madame Präsidentin an der Mittelstandskommission, du hattest schon gesagt, die Rille, wir können die Fleisch nach Algorithmen den Deputierten zur Verfügung stellen. Bei der ersten Aide d'Urgence, die 5.000 Euro, waren es 6.215 Dossiers, die eligibel waren, das waren rund 31 Millionen Euro. Bei der zweiten Indemnität von 5.000 Euro waren es 7.346 Dossiers, die eligibel waren, das sind rund 36,7 Millionen Euro. Bei der Aide 12.500 Euro, das war für die Entreprise bis 20 Salarien, da waren 672 Dossiers eligibel, 8,4 Millionen. Die erste Aide indépendant 2.500 Euro, da waren 2.557 Dossiers, die eligibel waren, für Montant von rund 5,8 Millionen. Die zweite Aide für die Independenten von 3.000, 3.500 oder 4.000 Euro waren 4.190 Dossiers, die eligibel waren, für rund 13,3 Millionen. Am Fonds de Relance für die Entreprisen waren es 5.140 Dossiers, die eligibel waren, rund 41,8 Millionen Euro. Die Spezialaide für den Commerz, die für den Juli, August, September war, da waren 2.671 Dossiers eligibel, 9,1 Millionen Euro. Aide Coût non couvert, die hast du recht seit dem 26. oder 25. Dezember
online. Da sind 106 Dossiers op dem Dach von Haut fertig ausbezahlt für rund 1,3 Millionen Euro. D'avance remboursable in 1736 Dossiers für rund 117,5 Millionen Euro. Also ein Total von 265 Millionen Euro, die über die Klasse Moyenne und den verschiedenen Äden ausbezahlt gesehen. Du hast gefragt, wie die de Paiement sind. Wir sind im Moment bei mit den verschiedenen Äden, die gesehen selber, dass wir mit dem Projet de Loi, den in der Chambre gestimmt haben, dass für die verschiedenen Äden können zu machen. Sie wird die Relance, sie wird die Coulon couvert, aber auch abgemerkt, dass wir alle Guten die anderen Äden von Juni bis November am Fonds de Relance, respektive den Commerce von Juli bis September können unzufrohen. Da trätieren wir also alle guten Demanden. Da sind wir im Moment bei einem Delay von rund 2 Wochen von der Demande bis die Ausbezahlung, also bis zu noch wirklich Konto sind. Weil ich muss wissen, dass wir bei uns fertig, Demande fertig trätieren, das 3 Tage dauert bis zum Konto, dass du für rund 2 Wochen für das können auszubezahlen. Du hast gefragt beim Horeca-Sektor, wir haben Analyse gemacht, wie viele Betriebe überhaupt alle Guten, die Äden ugefroht haben. Da kann es sein, dass eine Entreprise nur eng Äden ugefroht hat oder eine Entreprise alle Guten Äden ugefroht hat. Da sind es rund 1800 Betriebe im Horeca-Sektor, die Demande gemacht haben, entweder für eng oder für alle Guten Äden. Von rund 2200, 2300 Betriebe, die gehen am Horeca-Sektor. Dazu muss ich sagen, dass natürlich eine Panoplie von Äden nach möglich ist, die bis zum 15. Februar unzufroren. Und das ist auch ganz wichtig, dass die Demonten gemacht sind. Dort gesehen, dass ein Montant von 265 Millionen Euro den ausbezahlt Gymnasium von Haut. Da sind immens viele Steuergelder, die ausbezahlt sind. Und natürlich muss ich eine Demande machen, für das du ein Geld ausbezahlt wird. Dann kann ich nicht einfach so ein ausbezahlen, ohne mal eine Demande leihen zu haben. Just noch ganz kurz, wenn ich immer an der Presse liest, dass Interview gemacht gehen oder Sachen gesagt gehen, dass Betriebe keine Äden kruten, du hast doch ein zu der Fall, dass einfach keine Demanden von denen Leuten gemacht sind, die an der Mikro sagen, sie hätten keine Äd kriegt. Natürlich, es kriegt keine Äd, wenn ich keine Demande möchte. Ich meine, das steht für einen evident. Den Herr Klemmer hat gefragt, 50% hat den Herr Köber in einem Interview gesagt von den Betrieben, die Äd gemacht haben. Schon haben wir mit der Horeska darüber gesprochen, so dass sie sich auf die Zule von Herrn Kersch basiert auf die Chômage partiell. Und du sagst noch, dass immer ein Amalgam gemacht wird zwischen Äden, wir keine Äden kriegt, und wir die Chômage partiell nicht kriegt. Du gibt es Differenzen, wenn ich sehe, das dauert so lange, für eine Äd zu kriegen. Wie gesagt, bei uns sind dann der Moyenne Wandemont komplett aus 2 Wochen für eine Äd auszubezahlen, was immens schneller ist, wo ich wirklich muss sagen, dass die verschiedenen Etappen dazwischen für Kontrolle gemacht gehen, wo Échange mit der Sécurité Sociale gemacht gehen, die an denen 2 Wochen stattfanden. Und dann, dass es so lange dauert, für sie auszubezahlen, das ganz oft, dass du ein Amalgam gemacht wird zwischen dem Chômage partiell, wo in eine Demande, der Monat für drun bis zum 12. möchte, dann der Monat en cours, und dann muss ich den Konto machen, natürlich von dem Monat, wo das an do dauert es von dem ersten Ausstellen für die Chômage partiell zu kriegen, bis das dann nur kommt, das natürlich dann eine gewisse Durée, weil aber bei den Äden etwas ganz anderes ist. Die Frage für Guichet unique, zusammen wird Herr Spautz gefragt wird, für Guichet unique zu haben für den Horeca-Sektor. Das ist so, dass es den Guichet-Punkt der Luget, wo alle guten Täten drauf sind. Das heißt, es gibt einen gesammelten Platz, wo der Betrieb kann seine Demanden stellen. Da ist auch das ganze Deskriptiv von der Äd, wen eligibel ist, wen eligibel ist und so weiter. Am Formular selber gibt es verschiedene Kriterien, die gefragt gehen, wo dann noch gesagt wird, du hast gut, du bist eligibel, du kannst weiter klicken. Natürlich, wenn die Angaben richtig sind, die UGI gehen dafür den Échange mit der Sécurité Sociale. Und auf der anderen Seite weiß ich aber, dass du Torreska eine formidable Arbeit möchte schon Zeitungen, alle guten Mattbrüche, die leider auf meinem Pult, ich kenne die ganz gern, die haben von März an all einzelne von ihren Zeitungen immer auf denen aufmerksam gemacht. Wo sie immer auch gesagt haben, die gehen so hast du Formular, die könnt du hingehen. Schon so alle guten von März bis November, wo sie auch alle guten denen immer erklärt sind, Step by Step, wie so auf ihrer Mesure kommen. Sie parallel dazu haben sie doch Internet sieht, an sie noch ein Telefonservice, also wir können anrufen und dann da nachfragen. Parallel dazu hat das Ministerium, ich meine, dafür auch froh, wie man Reklam für den,
natürlich über die normale Wege, wo man Internet sieht und wo man Kommunikation machen, wo man am House of Entrepreneurship ganz eng zusammen schaffen, wo auch Webinaren organisiert gehen für Donnerrenketen zu erklären, wo sich also just muss anklicken und dann noch lauschen. Du gehst Step by Step von Leute vom Ministerium wie gemacht, wie viel steht aus, wie sind die eligibel an alle guten D-Sachen. Ich meine, wir hatten gefehlte 50 der Webinaren an den verschiedenen Materien, die auch immer können geguckt gehen, an immer können ungeklickt gehen, parallel dazu natürlich, aber auch ob die verschiedenen Föderationen, wo auch immer ungeschrieben wird, Reklam gemacht wird, Zeitung von der Horeska geht und all einzelne Betrieb, ob ein Member ist bei der Horeska oder nicht, kriegt die Zeitung an das Haus, wo nachher ja alles auch da erklärt. Das heißt, du geht wirklich überall Promotion gemacht, für die Äde können unzufrohen, sodass sie am Anfang kennt, darüber Bescheid wissen. Natürlich weiß ich, dass verschiedene Betriebe leider noch immer nicht Bescheid wissen. Ich meine, dass es da die Aktualität immer zu wäre eine ganz wichtige Rolle als Fiduciäre noch natürlich eine Rolle haben, für ihre Klienten zu informieren. Wir werden kein Kurier und alle guten Betriebe machen. Wir gehen über alle guten Jahre für Reklam zu machen. Das Problem ist, dass wir Kurier und Betriebe machen. Wir gehen um einen vergessen, dann hast du nur eine Diskussion, dafür gehen wir auch weiterhin Breitkampagnen über Kommunizieren, über so Sachen. Und ich meine noch, dass halt Presse eine ganz gute Arbeit gemacht hat, wie auch da immer zu sagen, wie ein Äden nicht gehen, wie ein Äden neu en Platz gesagt, die sind dann hier in der Chambre gestimmt gesehen. Und natürlich gibt es einen Appell für die Äden dann noch zu freuen. Den Herr Spautz hat gefragt, hat gesagt, dass den Independent nicht kriegt. Das ist falsch. Wenn gesagt hat, dass den Independent zweimal kriegt, dann ist es schon ein bisschen mehr richtig. Also, den Independent war ein Echt-Aid von 2.500 €, die auf Platz gesagt ging am März. Ein Zweit-Aid, also auf Platz gesagt ging von 3.000, 3.500 oder 4.000 € am April, Mai. Das sind die zwei Äden, die bis da waren, die direkt auf den Konto vom Independent überwiesen sind. Die sind auch bei Synonym hier in der Chambre gestimmt gehen. Dann ist aber noch eine Diät, die lo en Platz, ich meine, die erste war eine, die war während der Mitte der Krise, die ist nicht hier in der Chambre gestimmt gehen. Dann ist aber noch eine andere Diät für die Independenten in NRW, die 3.000, 3.500 oder 4.000 €. Das ist dann die dritte Independence-Diät, die in NRW ist, die direkt auf den Konto vom Independent überwiesen wird. Parallel dazu gibt es aber der Fonds de Relance, die Relance, die nach valabel ist von Dezember bis März, die war ja für drin, von Juni bis November, kann ich noch immer seine Demande machen, rückwirkend auf Juni bis November für die Äden unzufrohen. Auch da ist den Independent eligibel. Es geht darum, 1.250 € oder 250 € pro Salarié können und Entreprise als Hilfe bei der Relance können zu gehen. Du hast den Salarié eligibel, und natürlich auch den Independent. Das heißt, wenn ich einen Betrieb habe, ein Independent plus 3 Salarien, da kann ich 4-mal die 1.250 € freuen oder 3-mal die 250 wenn es im Chômage partiell, und 1-mal den Independent kriegt kein Chômage partiell, 1.250 € für den Independent als eine Entreprise zu freuen. Das ist der Fonds de Relance und Tête Relance. Da gibt es aber noch die andere, das ist Tête Coût non couvert. Das sind Betriebe, die Minimum von 40% per tun. Auch da ist der Revenu vom Independent eligibel. Da geht es darum, dass alle guten Kunden von der Entreprise, Compte 6 vom Compte Comptable, eligibel sind für Äden auszubezahlen. Das heißt, die Gesamtsumme von den Ausgaben, wo das Salär vom Independent dran ist. Das heißt, auch da ist also das Salär vom Independent eligibel. Davon gibt es bei Entreprisen bis 50 Salarien 90% Kompensation, respektive für Entreprisen über 50 Salarien, wenn sie ein Perto von 40%, dann an den Sektoren sind 70%. Das heißt, wenn du eine Entreprise hast bis 50 Salarien, kriegst du 90% vom Revenu an von der Kotisation, weil das ja auch Depensen sind von der Entreprise, vom Staat kompensiert. Das heißt, man muss insgesamt die ganze Enveloppe gucken von denen Äden, die da sind. Wenn man sich auf den Independent fokussiert, 3, wenn man sich auf alle guten Jana-Äden fokussiert, plus 2 von der Relance an Äden non couvert, die auch eligibel sind. Dafür kann das nicht so stehen lassen.
Du hast gefragt, ob nach ein können für independent. Wir sind am Ende am Gang in der Chambre, an der Kommission, mit der 3.000, 3.500 oder 4.000 Euro zu schaffen. Da das die noch am Platz war, genauso wie die nicht können an die Glaskugel gucken, kann ich doch nicht, sodass man der Tod in der Situation auf den Tag von Haut aus natürlich. Und ich meine natürlich noch über die ganze Krise gesehen, dass immer neue Projekte de loi gemacht sind, neue Äden gemacht sind, angepasst sind und die verschiedenen Sektoren angepasst sind und die verschiedenen Besoin von den Entreprisen in Europa, was mehr abgemacht, konnte man eine Äde machen, Anpassungen machen. Und ich meine, das ist der Point fort von der Ädepolitik als Lützburg, dass immer Adaptationen gemacht sind, wie eben noch gerade den Entreprisen zu helfen, die zu helfen brauchen und noch da ein Maximum können zu helfen, wie es möglich war. Ob froh, die da gestaltet, die wird Reklam von den Äden Hundestopp geantwortet, sehr wie Zeitungen, ich genieße doch ganz gerne die von der Horaska, wo den Internet sieht, und nicht mehr spät wie heute, das nach ein Formular online gegangen bei der Horaska, weil auf das Site geht, horaska.lu, von den Hölle kann ich nur klicken, da kann ich direkt die verschiedenen Formuläre ausfüllen, für direkt eine Demande zu machen und Horaska, wenn ich ein Problem hat, man denkt, Auf der anderen Seite, House of Entrepreneurship, weil eine Telefons-Hotline hat, wo ich Moment kann anrufen, wo ich nach auf der einen Seite erklärt kriegt, was die verschiedenen Äden sind, auf der anderen Seite aber kann ein Rendezvous machen, für das ausgefüllt zu kriegen. Da geht ihn hin an House of Entrepreneurship und kriegt ihn zusammen mit einem Mitarbeiter vom House of Entrepreneurship Demande ausgefüllt, für sie da können bei uns ranzurechnen. Es gibt eine Panoplie von verschiedenen Moyens, für das können ausgefüllt zu kriegen, neben den Moyens von der Fiduciaire. Die hat gefragt, ich habe in einem Interview zitiert, wo ich dass die zwei Äden kann aufrufen, schon den Interview leider nicht am Kopf, wie ich es gesagt habe. Das ist so, dass die zwei Äden kann aufrufen, das Date vom Date à la Relance, und das war dann auch coup non couvert, Fred, mir im Ministère ein Kalkül machen für den Excedent, wenn es bei der Aide coup non couvert ging, mehr so ging, dass wir dann do den Komplement davon bezahlen. Das ist so, dass ich nicht kann, die zwei Äden Madene kriegen, weil nämlich die eng coup non couvert sowieso en Konsideration alle guten Täten hält, die ich schon gekriegt habe. Das heißt, dass sowieso, wenn über den Fonds de Relance, über die Relance eine Aide gekriegt hat, die aufgezogen von der Aide coup non couvert. Das heißt, sie schließen sich eng durch den Mode Kalkül, schließen sie sich aus. Wie gesagt, wir haben Berechnung, wenn ein Demande hast, zum Beispiel bei der Formulär für die Relance vom November, ist da wie das Formulär von der Aide coup non couvert, weil die Aide recht am Dezember gestimmt ist, sodass alle die Relance schon gefragt für den Monat November nicht können lesiert sind, weil die anderen Aide mich spät gemacht haben, dass du für rechnen, mir alle guten die Aiden no, wann also mehr favorabel als kriegen die Kompliment do überwiesen. Auch die hat gefragt am Guichet Nick, wie gesagt, House of Entrepreneurship, als eine Urlaubsstelle unik, wo sowohl Chambre des Métiers wie die Chambre de Commerce zusammen am House of Entrepreneurship die Entreprisen steipen, den Entreprisen helfen, auf den verschiedenen Plätzen, Telefon an ausfüllen, also der Major noch House of Entrepreneurship und eine Panoplie von Webinaren und so weiter für alles können einzeln erklären. Und natürlich ist auch bei uns am Haus eine Hotline, wo ich kann anrufen, wo ich noch die nächste Hilfestellung kriege. Zum England sind frohen Täter independent als gedeckelt. Ich meine schon die verschiedenen Erklärungen schlagin zu den verschiedenen Näden, die wird non couvert, kriegt bis zu 90%, wenn eine Entreprise bis 50 Salarien auch von den Depensen, vom Revenu, vom Independent plus Kotisationen. Auf der anderen Seite, ja, das ist richtig, dass die zweite Independent 3.000, 3.500 oder 4.000 Euro gedeckelt ist, ob ein Maximum von Revenu, den Independent sich ausbezieht, bis zu 2,5 Mal den Mindestlohn. Das ist richtig. Wenn du 2,8 Mal oder 10 Mal den Mindestlohn verdient, dann ist er nicht eligibel für die ETA. Worum geht es? Es geht darum, wie gerade die Leute, die am Batterniedsten haben, eine ETA können zu kriegen, noch eine ETA können auszubezahlen. Die Leute, die kein grosses Revenu haben, auch hierüber können eine ETA auszubezahlen, also eine Kompensation zu geben für den Revenu, den sie nicht hatten. Es gibt 3 Modifikationen an dem Gesetz. Die erste, das ist, dass man nicht bei 0,5 Mal den Mindestlohn aufhängt, auszubezahlen, bei ein Drittel vom Mindestlohn, das ist das Minimum, den ich muss kotisieren, da ist nur eine gepasst, weil das ist eine Demande von einer Chambre
professionell, die seht soll ganz op der Seite losen, ich mein, dass aber muss Remplacement eng Hëlle muss gin fir Sal den net krit huet, nimme wann den noch Salär fir Drnnen de geholdet, das kann ich net es kompensieren, weil die fir Drnnen net krit huet. Op der anderen Seite sind eng Reihe Mädchen, die fir Drnnen net eligibel waren, dass wir froh ze anfren op Oppassungen gemacht gesinn, eng Reihe vu Mädchen besonders aus dem Santesbereich, Paramedikalbereich, die während der eischter Krise März April net eligibel waren, die wären mat dem Projekt de Loi wann so ging gestimmt gin eligibel, weil an der eischter Krise kon de Kontraktgeber Minister de la Santé den se lo net kennen kreen, dofir wären se eligibel. Der Schweizer vom administrativen Opwand, den das ja an schon doch schon gesot, dass man eng an wiederholt nach 265 Millionen Steuergelder sind ausbezahlt gehen und Betrieber, dass du muss ein Minimum für Kontrolle gemacht gehen, das mengen ist evident, dann schwenken das Schipferin, man da verstanden hast, dass man auch die Arbeit seriös an dem Minister kontrollieren, ob wirklich die Perten da sind, ob wirklich die Salarien an den Unterprisen schaffen und ob dann gaben die Unterprise möchte auch richtig sind. Wie gesagt, wir schwätzen hier von Steuergelder just in Relation zu setzen. Wenn man bei viel mehr große Kontrollen in Investissement, wo man ganz bilan frohen, wo man einer Sache frohen an einem normalen Jahr als Klasse Moyenne 16, 17 Millionen Euro ausbezahlen, haben wir das Jahr ein rund 265 Millionen Euro ausbezahlt, ob Konto von den Entreprisen, von den Independenten. Und ich denke, dass es da evident ist, dass man kontrollieren, was mit den Steuergeldern geschieht, und noch ein Minimum von Piècen frohen. Ich verstehe, dass eine kleine Entreprise, ein Restaurateur, ein Cafetier, ein Kommerzant, den so die Kap am Guidon hat, besonders Unsicherheit, nur dann nicht richtig die administrative Suivi für seine Entreprise möchte, auf ein Fiduciaire hat, und da steht in einer Hölle auf sich geht, die noch bezielt. Für an normalen Jahren können die Bilan zu machen, eine diverse Erklärung zu machen, Salären zu machen und so weiter und so weiter. Verstehe ich, dass die nicht unbedingt gewollt, also um Kiviva, so einfach nicht gewinnen das. Ob Gische.lu am Token sich anzuloggen, und dann do eng Demande zu machen. Ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass man hier ein detailliertes Suivi können machen für den unzufroren, wann ich so als Kommerzant, dass ich ein Pech tun von 40% von meinem Chiffre d'affaires, aber da muss ich auch auch den Bilan dabei legen, wo ich so, ja, hey, du hast mein Reset 2019, du hast mein Reset 2020, du gesagt also, dass ich ein Pech tun von 40% respektiv an der Aide non couvert, wenn ich so, und da so viel Freien habe, da muss ich auch beweisen, dass ich Virungen mal gemacht habe von den Freien, für das ich dann noch kann eng Aid ausbezahlt kriegen. Ich weiß, dass es nicht immer ganz einfach ist und dafür auch die Panoplie von verschiedenen Moyens, wie die Webinare, Leute, die individuell helfen, Daten auszufüllen und so weiter und so weiter. Wir können die Aiden zu machen. Ich meine, das Wichtigste ist, dass Heineken einen Abruf zu machen. Und ich kann das ganz gerne machen, wenn ich so denkt, Demande auszufüllen, dass sie noch überhaupt eligibel ist für die Aiden. Ich finde, merci.